Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ein weiterer Spieltag steht an. Wir spielen gegen den 1. FC Nürnberg am folgenden Sonntag um 13:30 Uhr. Auch mit meiner Anwesenheit bei diesem Spiel. Also liebend gerne gehe ich dahin. Das ist wieder so ein Duell oder beziehungsweise ein Kampf der Legenden. Ja, so habe ich jetzt mal den Videotitel genannt. Also, ich freue mich wirklich sehr auf dieses Spiel. So kann man die Woche endgültig abschließen, beziehungsweise das Wochenende. Wir werden darüber ein bisschen sprechen, meine Gedanken dazu. Aber starten wir noch mal ein bisschen in einige relevante Informationen rein aus dieser FC-Woche. Also zuallererst mal Julian Pauli. Da ist ein bisschen in der Schwebe, ob er wirklich am folgenden Sonntag antreten wird. Hat sich noch nicht ganz von seiner Verletzung erholt. Eventuell ein Kaderplatz ist drin. Mehr weiß ich nicht, denn zu diesem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht die Pressekonferenz geguckt. Weil, keine Ahnung, Gerhard Struber lässt sich ja auch nicht gerade in die Karten gucken. Der sagt im Prinzip immer das Gleiche. Soll ja auch kein Front sein, aber wir wissen ja, es wird dann wieder heißen, wichtig ist, dass wir stabil und kompakt bleiben und die Basics beachten. Sowas in der Richtung, halt, das Übliche halt. Der lässt sich nicht in die Karten gucken. Da gibt es immer wieder die ein oder andere Überraschung in der Aufstellung, siehe Finkgräfe. Und deswegen, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Grund zu, weiterhin auf die Pressekonferenz zu warten. Kessler wird auch wieder die ein oder anderen Sachen in Sachen Transfers nur so schleierhaft verkünden. Aber apropos Transfer verkünden. Wir haben einen neuen. Ey, nach 1,5 Jahren sehen wir das erste Mal wieder, wie ein komplett neuer Spieler ein Trikot vom 1. FC Köln in der Hand hält. Und es ist mein Wunschtransfer. Es ist Yusuf Gazibegovic. Er kommt tatsächlich. Hat auch schon ein Statement abgegeben, beziehungsweise ein Interview. Ihr wisst ja, diese üblichen Sachen, freut sich auf die Herausforderung, will mit uns in die erste Liga und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt nicht viel zu rezitieren. Ich denke mal auch glaube ich mal, Freundschaft zu Dennis Hussein Basic, die haben sich bestimmt bei der Nationalmannschaft auch angefreundet, hat es mit beeinflusst, weil es wird ja von 5 Millionen Marktwert gesprochen und wir haben einfach diese Kaufoption von 2 Millionen gezogen. Ein wirklich kluger Schachzug von Christian Keller und jetzt, wo die Transfersperre vorbei ist und wir endlich transferieren können, beginnt für mich eine Sperre. Ja, ich habe jetzt quasi einen Maulkorb für die nächsten 2 Monate bis Mitte Februar. Darf ich nichts Negatives oder generell gar nichts mehr über Christian Keller sagen. Also, das habe ich ja gesagt, wenn der wirklich verpflichtet wird, dann will ich erstmal ein bisschen abwarten, schaue ich mal, wie der sich so macht, wie er sich integriert. Und dann will ich wirklich erstmal 2 Monate lang, sagen wir mal, Gnade walten, was Christian Keller angeht. Da will ich erstmal nichts sagen. Weil das könnte jetzt mal wirklich so ein Transfer sein, der eventuell zeigen könnte, dass diese ganzen Flop-Transfers aus dem Sparkurs resultierten. Ich meine, es gab Zeiten mit Christian Keller, da hätte er niemals 2 Millionen für jemanden ausgegeben. Wenn ja, dass er einer dabei ist, für den er 2 Millionen ausgegeben hat, dann habe ich nichts gesagt. Aber das ist jetzt gefühlt sein teuerster Transfer. Ich gehe mal davon aus, dass die Kaufoption gezogen wurde. Ich denke mal nicht, dass da Sturm Graz sich hat runterbuttern lassen. Und von daher, Dobro na dosho, Yusufe. So, das war mal kurz in meiner Sprache, die er ja auch spricht. Ich habe ihn herzlich willkommen geheißen. Ja, mal schauen. Eventuell nächster Trikotkandidat. Zumindest für die nächste Saison. Jetzt mal für diese Saison will ich noch die sich bisher herauskristallisiert haben, den Vorzug gewähren. Julian Pauli habe ich ja schon, aber okay, das Trikotthema mal an einer anderen Stelle. Aber ja, ich freue mich auf ihn. Ich bin sehr gespannt. Jetzt können wir auch mal guten Gewissens wieder die Viererkette ausprobieren, wenn es mal nötig ist und vielleicht mal gesagt wird, ja, Dreierkette wurde ein bisschen entschlüsselt, gegen den und den Gegner passt die Dreierkette vielleicht nicht so, müssen wir mal Viererkette spielen. Ich glaube, das könnte mit Gazibegovic tatsächlich funktionieren. Zumindest bin ich voller Hoffnung. Ja, und was unseren Sturm angeht, Tim Lemperle, wie gesagt, habe ich nochmal als schriftlichen Disclaimer in meinem letzten Video eingebaut, weil es genau zu dem Tag bekannt gegeben wurde. Fällt bis zum Saisonende aus, das heißt die kommenden 2 Spiele. Deswegen mache ich mir jetzt an der Stelle nicht mehr so viel Hoffnung, dass wir unsere Siegesserie fortsetzen. Aber zumindest was die ungeschlagen Serie angeht, da sage ich mal, mache ich von diesem Spiel abhängig.
Tim Lemperle war unsere Lebensversicherung und ich hoffe, trotz alledem, auch wenn einige Stürmer schon in der Pipeline stehen für die kommenden Transfers, ich hoffe dann trotzdem, auch wenn es irgendwie nicht gerade lukrativ wäre, dass wir ihn doch nicht im Winter abgeben, weil wir sind eingespielt. Unsere Mannschaft ist eingespielt mit Tim Lemperle und vollkommen auf ihn eingestellt. Es wäre einfach super, wenn da jemand kommt, der Lemperle wie auch Downs unterstützt. Wir wollen ja auch nicht Damian Downs aufs Abstellgleis stellen. Aus ihm soll auch noch was werden. Und naja, ich sehe den FC eher in diesem Duo. Ja, irgendwie schon. Also ich hoffe dann trotzdem, auch wenn es uns mal wieder ja, finanziell schaden wird, solange kein absoluter Kracherstürmer kommt, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Mit Erfahrung und dergleichen, mit Reputation, solange sage ich, ja, okay, dann soll er halt ablösefrei gehen, weil das wird er tun. Wir haben ihn vom Hof gejagt. Mit 20.000 Euro abgespart. Ja, ich habe jetzt nichts gesagt gegen Christian Keller. Das ist einfach Tatsache. 20.000 Euro im Monat für einen Profifußballer ist dann einfach tatsächlich zu wenig. Selbst ich muss das sagen. Für mich würde das Gehalt reichen. Für die meisten von euch auch. Aber für einen, der sich entschieden hat, diesen Medienzirkus und dergleichen mitzumachen, immer im Fokus zu stehen, ist es wahrscheinlich zu wenig. Zu wenig. Gehe ich mal davon aus. Ja, okay, das war's dann an der Stelle mit unserem Team. Und wie gesagt, schauen wir mal, was sich da am folgenden Sonntag so tut. Ich muss voll aufpassen mit meinen Versprechern, ganz ehrlich. Falls ich Samstag gesagt habe, wir meinen Sonntag. Ja, der erste FC Nürnberg. Was verbinde ich denn mit dem ersten FC Nürnberg? Mit dem ersten FC Nürnberg hatte ich die ersten Berührungspunkte um 1999 herum. Bei dem legendären Abstiegskampf, wo nochmal Eintracht Frankfurt dem Tod, dem Bundesliga-Tod von der Schippe gesprungen ist. Nürnberg hatte dann damals gegen Freiburg verloren. Oh Gott, ey, das verbinde ich halt mit Spielern wie Andreas Köpke, Nickel. Erinnert sich einer von euch noch daran, dass Frank Baumann bei Nürnberg gespielt hat und ist danach zu Werder Bremen gewechselt? 5 Jahre später wurde er deutscher Meister. Ey, das sind alles so Dinge, die ich mir von Kindheit an mit Nürnberg verbinde. Ja, ja, tatsächlich. Daran erinnere ich mich noch und woran ich mich sehr gut noch erinnere, ist der Pokalsieg 2007. Das war so eine besondere Saison, muss ich sagen. Da wird der VfB Stuttgart auf einmal wieder deutscher Meister aus dem Nichts. Die werden irgendwie immer aus dem Nichts deutscher Meister und tritt auch noch im Pokalfinale an. Hätte beinahe das Double gewonnen, aber Nürnberg hat es dann verhindert. Und ich muss sagen, das war so eine Phase, wo ich dachte, jetzt kommen die ganzen Traditionsvereine wieder. Werder 2004 Meister geworden, dann wird 2007 Stuttgart Meister, Nürnberg holt den Pokal, 2011 dann halt Dortmund und dann 12 Dortmund mit Doublesieg. Ich dachte, das wäre die Renaissance der Traditionsvereine, beziehungsweise der Traditionsvereine neben Bayern München. Naja, das hatte mir Hoffnung gemacht, dass das der FC irgendwann mal wieder schaffen könnte. Ich weiß, wir stehen im Viertelfinale, aber ich will mir da keine falschen Hoffnungen machen. Schauen wir mal, was am Sonntag, weil das passiert am Sonntag, gegen uns ausgelost wird. Ich weiß nicht, ich habe da wirklich Bammel vor. Mehr Bammel als vor diesem Spiel. Sag ich ganz ehrlich, da habe ich mehr Bammel vor, was wir da ausgelost bekommen. Ja, dieser Pokalsieg, das war schon was ganz Besonderes, hatte mir Hoffnung gemacht, aber dass man vielleicht als Traditionsverein nochmal wieder was gewinnen könnte. Aber ja, wir leben in der Ära der Retortenvereine. Ich gehe auch davon aus, dass Nürnberg von reichlich Fans begleitet wird. Der Auswärtsblock wird ausverkauft sein, der Oberrang des Auswärtsblocks wird ausverkauft sein. Ich denke dann im Osten, auf der Osttribüne, werden auch reichlich Nürnberger in einer Ecke vertreten sein und bestimmt begleitet werden von reichlich Schalkern. Ja, mit denen gibt es ja eine Fanfreundschaft und bei uns in der Kurve stehen ab und zu ein paar Dortmunder. Ich hoffe, dass es dann nicht zu irgendwelchen Duellen kommt, die von meiner Seite aus jetzt nicht gerade gewünscht sind. Ja, da ist bestimmt ein bisschen Feuer drin, wobei ich weder gegen Schalke noch gegen Nürnberg so einen extremen Hass habe, aber trotzdem die Freundschaft zu Dortmund, diese frische Freundschaft muss man immer noch sagen, die jetzt gerade mal so ein Jahrzehnt hält, schon verinnerlicht habe, sage ich ganz ehrlich. Doch, ich verstehe mich auch gut mit einigen Dortmundern, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich da die ganze Zeit Tod und Hass dem S04 und so weiter. Ich weiß, was 1998 da passiert ist mit Oliver Held und so weiter. Trotz alledem, ich habe dann ja, ich sehe da relativ entspannt gegen. Ich will einfach jetzt am Sonntag ein vernünftiges Ergebnis haben. Noch eine Besonderheit, ja, wie die Zeit vergeht. Mittlerweile ist Miroslav Klose Trainer. Er ist Trainer vom 1. FC Nürnberg. Boah, ich erinnere mich noch, wo er wie der absolute Emporkömmling als Jungspund
sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft gegen Albanien geschossen hat und dann diesen Salto gemacht hat. Das war einfach noch fresh, das war ein junger Spieler, das war ein Emporkömmling, was weiß ich, so ein Golden Boy. Ja, und jetzt ist er mittlerweile Trainer, wie die Zeit vergeht. Ja, okay, was hat er bisher mit Nürnberg so erreicht? Also aktuell Platz 12, 19 Punkte. Das heißt, 6 Punkte hinter uns, da fehlen 2 Siege, um an uns ranzurücken. Ja, die Liga ist ja, die zweite Liga, machen wir uns nichts vor, die ist enger als Jenna Ortega. Also, deswegen, sorry, der musste jetzt mal sein. Ja, Gott, ich bin so eine Drecksau. Jedenfalls, ja, Platz 12 sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie immer noch ranrücken könnten. Ja, und mal schauen, wie das mit Miroslav Klose weitergeht. Wenn sie weiterhin steigen, dann wird das auf jeden Fall diese Saison noch halten. Ansonsten war das nicht irgendwie so, dass er zwischendurch mal auf der Kippe stand. Aber das sollen die Nürnberger mit sich selbst vereinbaren. Und dann gibt es nochmal ein Wiedersehen mit Jens Kastrop. Ja, auch ein weiterer, den wir vom Hof gejagt haben. Mittlerweile an Nürnberg verkauft worden. Macht sich ganz gut bei dem Verein. Gibt manchmal Phasen, wo er uns gut getan hätte, aber wir können jetzt wieder transferieren. Ich kann das immer noch nicht glauben. Wir haben einen Transfer verkündet. Wir haben eine Neuverpflichtung verkündet nach 1,5 Jahren. Ich kann das immer noch nicht glauben. Das ist so ein ungewöhnliches Gefühl, weil diese Transfersperre, liebe Freunde, das war wirklich die größte Demütigung, die du als FC-Fan je erlebt hast, inklusive Abstieg. Hätten wir wenigstens die Klasse gehalten, da hätte man auch sagen können, okay, meine Güte, dann steigen wir vielleicht nächste Saison ab, weil die Hinrunde scheiße wird, aber ja, das war dann alles irgendwie doch schlimmer als erwartet. War deswegen für mich auch der schlimmste Abstieg bisher. Ja. Bevor wir dann das Video abschließen, hier kommt mein Spieltagstipp. Also, Tim Lemperle fehlt. Tim Lemperle fehlt leider Gottes. Das ist bisher unser Torjäger. Ja, ich weiß, Damien Downs ist hin und wieder für ein Tor gut. Ich weiß aber nicht zu diesem Zeitpunkt, wer da alles auf der Bank sitzt. Selbst wenn Potocznik zum Beispiel einen Kaderplatz bekommen sollte, der trifft aktuell nicht in der U21. Oh Mann, ey. Das wird immer schlimmer. Aber jedenfalls mein Tipp ist 0:0. Wir holen nur einen Punkt. Ja, das ist mein Tipp. Muss damit nicht recht haben. Kann vielleicht sein, kann vielleicht auch nicht sein. Von der Tendenz her hatte ich beim letzten Mal recht, dass wir gewinnen. Schauen wir mal. Aber ja, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, es wird auch keine Münze geworfen, kein Geiß oder Bock. 0:0. Apropos Geiß oder Bock. Ich habe eine neue Münze. Sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Ja, wenn, dann im neuen Jahr. Dann machen wir das wieder mit Geist oder Bock. Das war's dann für heute. Wir sehen uns nach dem Spiel wieder, vielleicht nicht unmittelbar. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Dann werden wir uns noch wiedersehen.